Guten Damen und Herren. Heute Abend wollte ich mit euch über Koalitionen schwätzen nur den nächsten Wahlen am Oktober 2018. Da gibt es schon ganz viel Spekulation. Gambia ist mit der Idee gekommen, wie der Luxemburg en marche. Bei der CSV rennen Leute, Herr Wieseler, Tieren an, wie Ministerposten zu kriegen. Madame Reding will den Herr Wieseler auf die Zeit drücken. Das ist also ganz interessant und ganz spannend. Aber ich wollte über einen Aspekt nur mit dir schwätzen, nämlich die Rolle von der ADR. Die CSV möchte ja alles, wie sie zu machen, als gegen sie nicht wollen mit der ADR an die Regierung gehen. Und ich wollte mal eine Frage stellen, die an der Presse eigentlich nie gestaltet wird, ob schon so eigentlich wichtig ist, für wer möchten Herr Wieseler das? Für wer seht ihr mit der ADR nicht? Mit all anderen Parteien gegen die CSV an eine Koalition gehen, schließt doch zum Beispiel die Linken, da ist das natürlich keine wahrscheinliche Hypothese, als wir schwätzen nicht von den Linken. Es ging mit der CSV, mit den Grünen, mit der LSAP, mit der DP ohne Problem an eine Koalition gehen, ob schon die drei Parteien Theorien vertreten, die einem C, wenn es dann nach christlich ging, heschen, absolut diametral entgegenstehen, zum Beispiel bei den Grünen, die gesellschaftspolitische Ziele verfolgen, die ein CSV niemals darf mittragen. Woher kommt also die Auflehnung von der ADR? CSV und ADR haben an der Chambre eine ganze Reihe Positionen, die viel mehr nur zusammenlegen wie Positionen CSV mit anderen Parteien. Das ist nicht überall der Fall, und in den meisten Punkten ist CSV nur bei Gambia, mehr verschiedene Punkte wie an der Familienpolitik, an der Schulpolitik, an der Sicherheitspolitik, wäre für CSV sicher mehr einfach wie mit der ADR eine Allianz anzugehen wie mit den anderen Parteien. Wir wollen ein Problem haben. Sie sind einfach nur noch zwei Pläne. Den ersten ist die Europapolitik. CSV hat keine Macht der Manöver. Sie ist angebunden an die Europäische Volkspartei. Den Herr Juncker sagt ihnen nachher, was sie sollen machen. Ich glaube nicht, dass Herr Spauz und Herr Wieseler oder irgendjemand eine Autonomie hat, die gegen Dürgo, wie sich gegen Herr Juncker oder Madame Merkel irgendwie dazu behaupten oder durchzusetzen. Mit wem Koalition heute zu Lützeburg entsteht, mit wem sie formiert wird, das wird auch zu Brüssel und zu Berlin dezidiert, dass sich Herr Wieseler den allein darüber zu befangen wird. An der Europapolitik ist es nämlich ganz einfach so, dass CSV langfristig den europäischen Föderalstaat vertritt, als eigene Stopplesung von unserem Land an einem europäischen großen Staat, ein bisschen wie die USA. Lützeburg ist da just nach ein Territoire nach anderen mit ganz beschränkten Souveränitätsrechten. Rechte sowohl mit CH wie mit SCH, also Wert von einer Souveränität oder wenn ein Land überhaupt noch bleibt. Der Unterschied CSV fundamental von der ADR, weil die ADR ist nicht gegen den Zusammenarbeit von europäischen Staaten, wir sind noch nicht gegen die Wirtschafts- und Währungsunion, wir sind nicht der Meinung, dass Lützeburg sich ablesen an einem europäischen Föderalstaat. Das ist also ein fundamentaler Unterschied. Wir sehen Europa mit anderen an, und ich meine, dass die ADR richtig leid an ihrer Analyse und in all den Problemen gesagt, die in Europa aber im Blick entstehen, dass die föderale Idee immer mehr und die Grenze stößt, dass sie zu gut dazu feiert, dass Europa riskiert, das zu brechen und immer mit Risiken verbunden ist, die aus dem Land direkt schulden. Die realistische Europapolitik von der ADR vertreten und von der CSV. Mit CSV hat keine Autonomie der Decision. CSV verpflichtet sich zu dem europäischen Föderalstaat und zur Ablesung in unserem Land in Europa, also ein fundamentaler Unterschied. Den zweiten Unterschied ist an der Migrationspolitik. Auch da hat die Lützeburger CSV keine Autonomie gegenüber Berlin und Brüssel, weil die Immigrationspolitik ja verschuldet ist von der deutschen CDU, von der Madame Merkel, und dann über den Weg, wo Juncker Asselborn probiert wird, über Europa die Leute zu verteilen, auch über Lützeburg, die illegal in Europa immigrieren. Und die ADR hat hier eine klare Position. Wir sagen, dass das nicht geht. Wir hätten gerne gesicherte Grenzen, wir hätten gerne, dass der Rechtsstaat angehalten wird. Wir wollen den Leuten helfen, die ihr Recht darüber sind, und wir wollen keine massiv illegale Migration. Wir hätten hier gerne klar geordnet rechtsstaatliche Prozeduren an Ordnung. Wir wollen keine riesigen Immigrationswellen, die als Demografie und so weiter verändern, als ganze Gesellschaft langfristig verändern, ohne dass volle jemals darüber befunden hat, nicht mehr, weil Madame Merkel das so durch ihre Politik verursacht hat. Sie ist auch heute komplett isoliert an Europa, bald komplett isoliert, weil die Lützeburger CSV steht da nachher mal drin. Auch da gibt es also einen großen Unterschied zwischen CSV und ADR.
CSV die will weiter mit der Immigration, solange dat die deutsche Regierung arrangiert. Sie will Flüchtlingen hier auf allgemein verdelen, ohne da eine Grenze zu ziehen, bis wie viel oder wie lang. Alles das spielt keine Rolle. CSV ist da strikt an der Disziplin von der deutschen CDU, während der DDR eben eine andere Position hat, auch als nationale Interesse vertritt, Sicherheit von unseren Leuten, als Aufnahmefähigkeit, Integrationsfähigkeit mit Berücksichtigung und so weiter. Also auch hier hat der DDR die vernünftige Politik, während CSV gefangen ist an ihrer Ugehörigkeit eben oder an ihrer Hörigkeit Belgien, die war der Berliner Politik. Natürlich, also dann für Herr Wieseler ganz schwer wie zu sagen, ich gehe mal eine ADR an Koalition, und der ADR auf denen 2 Punkten eine andere Position vertritt, wie man der Merkel zu Berlin. Das eigentlich aus der Refus von der CSV, wie man der ADR eine Koalition zu machen, ein braver Reflex von einem Diktat, das aus dem Ausland kommt. Ich hoffe, dass CSV bis im Oktober realisiert, dass es eine lützerarische politische Partei ist, dass sie Interesse von unserem Land zu vertreten hat, dass sie weiß oder realisiert, dass die Interessen, die das Land betreffen, am besten mit der ADR zu realisieren sind, aber wenn sie das nicht vertritt, aber wenn sie nicht bereit ist, mit der ADR in eine Koalition zu gehen, dann versprechen sie schier eine Oppositionspolitik, die sie all daran erinnern, dass nicht nur mit der Merkel dezidiert, mit Lützeburg an nächster Platz. Ich so nicht, merci mit Nolausterin, ab bis geschwind.